Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Premierminister Luc Frieden hat eine rezente Arbeitsvisit auf die Westküste gemacht, mit Gesprächen unter anderem mit Amazon, Microsoft, Google, Nvidia und anderen bedeutenden Technologieakteuren. Die Regierung hat das Visit als Teil von der nationalen Daten-, Quanten- und AI-Strategie präsentiert, mit dem erklärten Willen, die Kompetitivität von Lützeburg als Technologie- und Datencenter zu stärken und die Relation mit den USA auszubauen. In diesem Kontext will ich dem Herrn Premierminister folgende Frage stellen. Kann die Regierung mehr genau ausführen, wer konkret Ziele ermöglicht, zukünftig zusammenarbeiten an den Gesprächen mit Amazon, Microsoft, Google und Nvidia angeschwärzt werden, und wie das an die existierenden Nationalstrategien integriert soll gehen? Auf wie einem Moos hat Rees an die USA der Regierung geholfen, ein allgemeines Bild darüber zu kreieren, wie die Entwicklung von der künstlichen Intelligenz in Amerika vorgeht und wie Lützeburg davon lernen kann? Wie schätzt die Regierung die Kompetitivität von Lützeburg als potenziellen europäischen AI-Standort an? Und zu guter Letzt gouf an den USA am Allgemeinen darüber geschwärzt, wie eine Zusammenarbeit zwischen den amerikanischen AI-Akteuren und Lützeburg könnte aussehen. Merci vielmals. Merci, Madame Kemp. Antwort für den Herr Premierminister. Herr Präsident, die Rees op die Madame Deputate Kemp mich uschwärzt war ein Rees, die sich effektiv erschreift an der Wille von der Regierung für Lützeburg als ein Datenzentrum auch am Kontext von der künstlicher Intelligenz auszubauen, zu stärken. Wenn wir der Meinung sind, dass künstliche Intelligenz einen größeren Impact wird tun, ob Fassung, wie wir zusammen schaffen, wie wir leben, ob ein Gesundheitssystem und Medizin, und noch viele andere Aspekte. Und wir hatten eigentlich den ersten Bild von der Visit war, zu gucken, dass wir den Zug von AI an Daten nicht verpassen. Und gesagt, dass Amerika weit führen in Europa auf viele von den Bereichen ist. Und dafür sind wir der Meinung, dass man sowohl an Europa, da muss stärken, noch bei uns daheim, mit zugleich auch mit den Amerikanern zusammenschaffen. Ich komme darauf zurück. An Europa selber haben wir dafür ja auch vor kurzem einen Akkord unterschrieben mit Mistral AI, was quasi ein ähnlicher Operateur ist in Europa, den an dem Datenbereich aktiv ist. Aber es sei noch, dass die Amerikaner weit führen Europa sind, auch vielleicht, weil sie mehr Risiken angehen, auch mehr Reglementationen und für die Opportunitäten gesehen, Richtung Risiken. Bei den Firmen, die wir waren, ging ich dazu rausholen, die für Lützeburg nicht unwichtig sind. Da dient, dass das Amazon, was zu Lützeburg von den größten Employeuren ist, eine Firma, die weltweit bald 1,5 Millionen Mitarbeiter hat, die wollen ganz klar auch an der Diversifikationsstrategie weitergehen, und auch am Satellitenbereich, ob der innerste Orbit, der Low Earth Orbit, eine Schlüsselrolle an Amerika und an der Welt anhören. Das ist interessant, wie schnell die an den Bereichen vorgehen, aber für eine enorme Konkurrenz dadurch kann sein für europäische Betriebe. Amazon hat par ailleurs konfirmiert, dass sie Lützeburg weiterhin als einen ganz wichtigen europäischen Hub für verschiedene Aktivitäten angesehen hat. Für mich ist es wichtig, dass regelmäßig bei den Entreprisen auf ihre Siège launch geht, für ihnen die Philosophie von der Lützeburger Regierung zu erklären. Bei Nvidia, was eine Firma ist, die eine Monopolstellung hat, bei Chippen, die ihr braucht für künstliche Intelligenz, haben wir die Assurance gekriegt, dass sowohl der Lützeburger Staat wie auch die Lützeburger Operateuren diese Chippe brauchen, um auch an der künstlichen Intelligenz führen zu kommen, dass die auch in Zukunft geliefert kriegen. Aber Gott sei Dank hat die neue amerikanische Regierung die Decision von der vierten Regierung, für die Chippe nicht mehr überall frei zu liefern, zurückgeholt, was das also erlaubt, auch in Zukunft an den Bereich führen zu kommen.
Mein zweiter But war, dass ich der Meinung bin, dass wir an Europa die Match nicht allein können machen. Wir hätten gerne eine souveräne Datenökonomie, das heißt, wir müssen allein an Europa die Kontrolle über die Daten haben. Und dort Lützeburg an den letzten Jahren noch groß Progress gemacht, wo bei der Post wie an einem Projekt wie Clarence Flux Connect. Mit zugleich muss man Technologie von Amerika matt abbannen, für dass man den Zug nicht verpassen. Die Idee, dass man da länger in Europa können machen, wird nicht funktionieren. Und dafür war es wichtig, die strategische Liaison mit Amerika dort zu halten, zu vertiefen. Und in dem Sinn werde ich auch damit die neue amerikanische Ambassadrice zu Lützeburg für dich gerne empfangen. Da werde ich auch sagen, dass das ein Wunsch ist, sowohl an der Technologie wie am Handel, wie auch diplomatisch mit Amerika eng freundschaftliche Relationen auch in Zukunft zu pflegen. Merci.